Okay, das mit der Pfeiferei hat nicht so ganz hin. Hallo und herzlich willkommen, meine nicht vorhandenen Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Ghost of Tsushima. Mein Name ist Jin Sakari und heute schauen wir, dass wir mal da jetzt endlich mal weiterkommen, wo ich gestern ja so kläglich gescheitert bin die ganze Zeit. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen geübt, sag ich mal, an meinem zweiten Spielstand, dem wo ich parallel zu meinem Streaming-Spielstand habe. Und habe auch dabei festgestellt, dass es einiges zu entdecken gibt, das wo mir sehr beim Leveln helfen darf, dass ich eben nicht mehr so scheiße bin. Und deswegen werden wir jetzt halt diese Quest machen und dann ein bisschen erst einmal umschauen, ein bisschen erkunden und schauen, dass wir ein bisschen hochleveln, dass wir unseren Charakter ein bisschen hochleveln. Erst einmal einen Schluck, Prost. So, gut, dann da die Song, auf ins Vergnügen. Ja! Für den Adachi-Clan! Ja, für den Adachi-Dings da. Okay, Jungs, dann kommt mal her. Au, du Arsch. Meine Fresse, jetzt lass euch mal der scheiß Deckung fallen, geht doch. Ah, na jetzt geht auf den falschen. Daneben. Scheiße, healen. Gut. Au, fuck. Meine Fresse! Oh, das fuckt ja schon wieder gut, oh. Ich hab die Quest bei meinem anderen Spielstand gemacht, da hab ich das ohne Scheiß in 5 Minuten gehabt. Ja, jetzt killt's mir halt endlich! Sucht mich jemand? Kann ich dabei was anderes machen? Langsam wird's nervig. Für den Adachi-Clan! Ah! Ja, sag einmal! Ich hätte echt vorher viel mehr leveln müssen, bevor ich das mache. Für den Adachi-Clan! Ja, doch. Okay. Ah. Oh, jetzt kämen wir wieder so ein Lanzenwichser, kommst du daher? Mei, hau halt ab mit deiner schwulen Lanze, du! Du kannst deinem schwulen Freund an Arsch schirmen. Arschloch.
Geht. Werden wir uns gleich heilen. So. Davon sind ja auch noch so viel. Ich lock sie jetzt einfach einzeln zu mir her. So, nächster. Kommt doch mal her, Jungs. Oder wir machen den. Wir machen mal den. Haha, erwischt. Okay, anscheinend ist es nur noch er. Geht doch. Na also. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wenn man Schwert wegsteckt. Ist reingegangen. Wo genau? Da. Da müssen wir jetzt erst mal hinauf. Es gibt kein Entkommen, Sorgen. So. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako, Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich den Wölfen. wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Er hätte niemals geredet. Wir Wahrscheinlich brauchen nicht. Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Na, ich geh dann einfach, weißt? Weil theoretisch kannte das, gell? Aber jetzt schauen wir uns erst einmal um. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Namen. Und ein Symbol. Also den Namen sieg ich, aber wo ist das Symbol? Soggen, ja der Soggen, das war der Mönch, den haben wir ja jetzt killt. Sadao Mai Kajiwara Omura. Masako kennt sie vielleicht. Ist da noch was? Habt ihr etwas gefunden? Natürlich. Wir sind King Gamer, wir finden Neues. Sprechen. Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt,
wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir. Dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Okay. Ja, jetzt haben wir es ja doch geschafft. Brava, Kage. Brave Kacke. Die Geschichte vom Fürstin Masako. Rekrutiere Fürstin Masako. Wir haben einen Fähigkeitspunkt und einen Technikpunkt haben wir gekriegt. Wenn wir gleich mal schauen, was wir leveln können. So, Ausrüstung. Ja, ist mir jetzt wurscht. Ausrüstung. Kleidung. Was habe ich denn? Kaputte Rüstung. Ja, gut. Also nix. Waffen, Munition, Accessoires. Na, ich dachte gerne Techniken. So. Was können wir denn da hier lernen da? Das war dieser Ausweichschlag, der hat ja super funktioniert. Springschlag. Sprint auf einen Gegner zu und attackiere ihn mit einem schnellen Schlag. Das könnte ich mal probieren. Kaufen wir uns das einmal. Kampfhaltungen habe ich noch nicht. Das kann ich alles noch nicht freischalten. Gut, ich habe aber noch einen Punkt habe ich über. Was? Dann nehmen wir mal das. Dann haben wir das auch einmal. Hinhauen wird es bei mir wahrscheinlich nie, aber ist ja wurscht. So. Aufzeichnungen aktualisiert das Oberhaupt. Okay, also so viel dazu. Wie gesagt, ich werde heute einmal die Stunde ein bisschen nutzen und was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, das sind ja die Hexer, sind ja genau. Das ist der goldene Tempel, da will ich jetzt einmal nicht hin. Vorfall an der Hishori-Schlucht. Was? So, machen wir da einfach mal. Unerkundeter Ort, reiten wir mal einfach da hin und schauen, was da auf dem Weg so hergeht. Da hinten zum Beispiel schon mal ein Lagerfeuer. Oh, das sind Gegner. Und ein Viech. Ja, was los dann? Kümmern wir uns doch gleich mal um die, oder? Oh, der Bär, der rasiert die. Oh, komm mal her, du. Erwischt! Ah. Aber kleiner Bär. Ein Raubtierfell haben wir gekriegt. Ja, gut. Wenn du auf dieser Tab-Taste nach rechts wischst, dann steckt das Schwert weg. Alter Handelsposten, mongolisches Gebiet. Okay. Dann da die sagen, gehen wir doch mal rein in dieses mongolische Gebiet. Und kümmern wir uns um die Mongos. Ich glaube, da war ich schon. Schickt euren besten Krieger! Werden dich mit einer Finte überlisten. Hä? Was soll das heißen? Ah, okay. Ach so, die werden also quasi antäuschen und dann... Ja, wo sind seine Freunde? Ah, da kommt... Oh, Fetti! Fetti ist wieder da. Oh, ich schieße den Feiernarsch. Au! Wieso springt jetzt der da runter? Ey, Fetti, wo rennst du denn hin?
Ah, der macht aber diesen Dreifachangriff, gell? Scheiße. Oh, das ist der Chef. Oh, daneben. Ah, geh weg. Okay, der Chef ist jetzt sehr abseits. Aua, ich bin doch aus wie ein Kruzifix. Oh, ist aber pariert, Alter. Anführer getötet. Nice. Wasserkampfhaltung. Was, Cody? Zeig mir die Wasserkampfhaltung. Was kann die? Sag mir sofort, was die kann. Wasserkampfhaltung. Die Wasserkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Schilde. Schilde ist gut. Also, weil Schildträger sind nach Speere die zweitnervigsten. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden hinzu. Okay. Zweimal Antick für einen Schlagwirbel. Okay, und wir rüsten das jetzt aus. R2. Ah, und jetzt haben wir das. Okay, jetzt rennt er so, Mann. Und das schaut zwar noch bescheuerter aus wie das andere, aber macht nix. Wenn es nützlich ist, dann nimm ich es gern. Ah, Fetti ist wieder da. Aua! Fetti ist's wieder. Alter, ich hab gerade deinen Chef umgebracht. Was willst du eigentlich? Scheiße! Ja, jetzt chill mal. Ach, dann haut er so noch um quasi. Ja, nice. Komm, nächster. Ich bin im Flow. Ich heil mich mal. War's das schon? Na komm, das war's doch noch nicht, oder? Ich finde jetzt keine Gegner mehr. Wo sind die Gegner? Hey, hallo. Ich bin's, der Jin. Ich habe jetzt eine neue Kampfhaltung erlernt, die darf ich gerne ausprobieren. Gehen wir mal da hinein. Recht sauber da herin. Na, ich glaub, ich hab da ziemlich aufgeräumt da herin. Ah, recht. Halt, da kommen wir glaube ich hinauf, oder? Oder ist das ein Lauter? Nein, das sind bloß Übungsschwerter. Wird gespeichert. Speichern ist auch gut. Ich glaube, da sind wir soweit durch. Ich sehe jetzt auch nichts mehr. Na, ich glaube, da habe ich jetzt. Da bin ich jetzt durch. Gut, dann gehen wir halt wieder. Schauen wir mal kurz auf die Karten. Wo ist denn mein Pferdchen eigentlich? Pferd, Plötze, komm her. Was ist das? Ist das irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Kaschinewald. Ah, herausfordern. Ein paar Gegnerchen.
Ah, Mist. Das hat jetzt nicht hingehauen. Schauen wir mal, was die neue Kampfhaltung so kann. Ist ganz brutal, ist sie gerade ganz brutal schlecht. Au! Ja, Grutz den fix. Ja, das funktioniert jetzt nicht so ganz. Warum kann ich mit heilen? Okay, scheiße. Fall to your face. Ja, Grutze fix. Kommt her und kämpft! Probieren wir es halt mit denen. Guti, also auf geht's, Jungs. Achso, das ist ein Pferd. Ah, wenn schon wieder der Fette dabei ist. Au! Scheiße. Ah! Aua! Ha! Easy! Schickt euren besten Krieger! Ach da. Du bist der beste Krieger? Ah, bitte. Ah, scheiße. Aua! Haut dir mal einfach sein Speer in die Fresse, ich glaub's ja. Wo ist der? Wo ist denn der? Ah, da hinten ist er. Nice. Pfeil. Haben wir wieder Pfeile gekriegt? Haben wir es jetzt? Ich glaube schon. Häuser! Häufiger! Okay, ich glaube, sonst gibt es doch nichts. Ist das mein Pferd? Na, meins war doch die schwarze, oder? Ich glaube, jetzt habe ich das falsche Pferd. Der da ist meiner. Du, der ist mein. Das ist meiner. Ah! Jedes Mal! Das ist. Ich bin das halt von der Witcher so gewohnt. Fuchsbau. Oh, Fuchsbau. Absteigen. Schauen wir mal. Fuchs. Hey Fuchs! What does the fox say? Ich nenne dich Nick. Nick Wild. Wo rennt denn hier der Nick Wild? Der Nick Wild rennt mitten an den Gegner rein. Super! Danke, Nick Wild! Ah, was, da ist ein Bär. Lass mal erstmal den Bär. Lass mal den Bär ein bisschen da. Genau, der Bär ist ein guter. Sauber Bär.
Ich möchte dich nicht umbringen, du hast mir geholfen. Aber ich muss. Oder? Lasst du mich in Ruhe? Na, der lässt mich nicht in Ruhe. Schade! Und der Bär hat mich gekillt. Scheiße! So viel zum Thema, der hilft mir. Wo bin ich jetzt? Ach Mann, ich wollte jetzt wissen. Ah! Sie fix. Ein bisschen mehr Heal war auch mal schön. Ja, ein Pferd ist ein guter. Ich finde das übrigens, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich das ziemlich praktisch finde, dass man einfach da, dass man nicht jedes Mal absteigen muss, wenn man was aufsammeln will. Was ist denn jetzt schon wieder? Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich reite das einmal da lang. Ja, wo wir da hinkommen. Das ist wieder so ein Lager, oder? Boré. Warte mal, aber Fuchs? Ach, nicht die Hexersinne. Da war auch irgendwo ein Fuchsbau. Da ist der Fuchsbau. Ja, gehen wir mal zum Fuchsbau nochmal. Kommen wir die Hexersinne raus. Wo war denn der Fuchsbau? War doch da unten irgendwo. Nein, ich hab jetzt keinen Bock auf die Deppen. Ich möchte jetzt schauen, was mit dem Fuchs ist. Hui! Ja, folge dem Fuchs, das habe ich vorher schon probiert. Also man muss in dem Spiel ständig irgendwelche Viecher nachrennen. Aha. Aha, Fixerle, was hast du denn da? Warte mal kurz. Nimm mal kurz ein Fotomodus. Wir haben ja da, es gibt ja bei dem Spiel ein Fotomodus. Ich freue mich übrigens jedes Mal, wenn es ein Fotomodus gibt. Oh, der Fuchs schaut cool aus. Hey Fuchs, servus, ich bin's, der Djinn. Servus. Schrein ehren. Kriegt man was dafür, wenn man jetzt da ehrt? Du hast einen Talismanplatz, toll. Ich hab keine Talismänner. Du kannst jetzt zusätzlichen Talisman, ja ganz, das ist ja super. Ja, schön, toll. Mehr Heal war mir jetzt lieber gewesen, ehrlich gesagt. Na gut. Oh, kann man den Fuchs streicheln? Hashtag Fuchsbandwurm. Ja, mit dem kannst du doch irgendwie streicheln. Streicheln. Jetzt streichel den heute. Oh, der ist süß. Oh Gott. Oh, ist der cute. Oh. Fuchsbandwurm. Liebe Zuschauer, bitte streichelt niemals im Real Life Füchse. Gut. So viel dazu, dann schauen wir mal weiter. Das war jetzt der Fuchsbau abgeschlossen. Da haben wir noch was nicht entdeckt oder nicht erkundet. Da hinten rechts. Das ist ein braves Pferd, Kage. Fix, Letten! Ich werde das nie lernen. Lothar, Kage! Laufplötze. Also ich muss jetzt darüber. Lager der Überlebenden. Okay.
Wir haben Eibenholz. Und wo ist das Lager der Überlebenden? Ist das da vorne? Grausig, blutig, brutal. Denkt lieber nicht darüber nach. Die Samurai sind unsere besten Krieger. Wie konnten sie so leicht fallen? Mongolen sind wie stark. Okay, also wir sind jetzt da in einem überlebenden Lager. Und bringt mir das irgendwas? Da gibt es ein bisschen Holz. Hä. Irgendwie ist hier auch nicht gerade viel los, also jetzt haben wir heute das Überlebendenlager, aber Wo er Tsushima am besten angreift. Aber wie? Es heißt, er hätte Tsushima. es sind da irgendwelche Händler, irgendwas Nützliches. Kann ich mit irgendjemandem reden? Samurai besiegt sind. Es ist so unglücklich. Trotz der Banditen und Piraten hat Irgendwie ist da nix. Hey, ihr da, ihr steht so da, jetzt könnt man. Wir wetten, wäre er tot, würden sie seinen Leichnam durch ganz Tsushima schleifen, damit alle sehen, dass der Juto uns nicht rettet. Ja. Irgendwie finde ich jetzt da nichts Interessantes. So schön. Dann schauen wir mal. Also hier ist irgendwie jetzt nicht so. Ach so, ich bin. Oh, ich bin falsch. Hoppala. Hier bin ich ja falsch. Ja gut, dann. Ja, wo ist das dann? Da. Na? Ja, bin jetzt total bescheuert. Wo ist denn das? Da hinauf. Was ist da drum? Ich glaube, das ist da drum. Wieder ein paar Blümchen für die Juna. Wir wollen ja, dass es da bleibt. Nachdem sie ja gestern gesagt hat, dass sie gehen will. Nachdem sie, wenn sie unseren zukünftigen Schwager gerettet hat. Überwältigt die. Hey, ich meinte, das ist das Überlebende. Boah, Alter, lasst ihr mein Pferd in Ruhe. Ich glaube, ich spinne. Ja, gute Idee, das mache ich jetzt besser. Das machen wir jetzt besser. Ich hab gemeint, wir sind nicht, das ist das Überlebendenlager. Hä? Ja, wo ist noch das? Ja, ich geh schon wieder in die Hexersinne. Ich bin schon wieder vorbeigeritten. Ich werde doch jetzt wohl das geschissene Überlebendenlager finden. Also probieren wir es mal in die andere Richtung. Nein, ich tue die jetzt. Obwohl doch. Obwohl doch, die werden wir jetzt mal herausfordern, die Typen.
Nein, 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 nein! Du verreckst halt auch brutal schnell. Fix, wo ist denn dieses Lager? Das gibt's doch nicht. 40 Meter. Ah, da unten. Jetzt. Halt. Ein bisschen weit. Gut, jetzt. Alles klar. Das schaut mir eher nach Lager der Überlebenden aus. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Fallen. Fallensteller. Aha, Fernkampfwaffen, Schnellfeuerwaffen, Munition und Ressourcen verkaufen. Was heißt das? Achso, da kriegt man so Klarzeug. Konami, Munition und Ressourcen. Ja gut. Brauche jetzt eigentlich nichts. Du, mit dir kann ich reden. Na, was geht? Alles was Beine hat. Sucht ihr ebenfalls nach Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Wer? Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. Ich würde die Technik gerne erlernen. Ich will das. Ich reite da. Ach, warte mal, wo ist denn? Oh, das ist ziemlich weit weg. Macht nix. Ich will das. Himmelsschlag, ich will das können. Das klingt gut, das klingt stark. Das ist der Himmelsschlag. Und wieder wollte ich mit X galoppieren. Schnell, Kage! Bin ich jetzt richtig? Ich glaube schon. Ah, er macht das wieder mit der Hand. Ich finde das cool. Lass es mir jetzt ja in Ruhe. Ich will den Himmelsschlag können. Ja, obwohl. Hallo, ich wollte dich jetzt herausfordern. Ah, leck mich doch am Arsch. Lass mich in Ruhe. Oh, da ist wieder so ein gelber Vogel, aber auf den ist es geschissen. Ich möchte jetzt diesen Himmelsschlag erlernen, alles andere ist mir jetzt gerade wurscht.
Aha. Susanoo, beschütze mich. So. Und wehe, du hast jetzt keinen Himmelsschlag für mich. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Tatsächlich. Also wenn man Flöte spielt, dann kann man wirklich wieder ändern. Grüß dich, du. Sprechen. Zeig mir coole Er Fähigkeit. hat diese Menschen getötet. Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelsschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten. Als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn. Und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelsschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Aha. Und das Der bedeutet? Mörder möchte Shigenoris Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Der Himmelsschlag. Okay, was soll ich machen? Ich soll zur Brücke gehen. Und wo ist die Brücke? Ich sehe keine Brücken. Wo ist die? Über 7 Brücken Die musst Brücke, du die gehen. der Musikant erwähnte. Wo? Wo? Ah, da. Da weint jemand. Wo? Hier nix. Da unten. Grüß dich. Mein Herr, so viele. Niedergestochen. Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Hufspuren. Yasuhira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher.
Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Da vorne. Sie errichten eine Straßensperre. Wo? Mongolen, versteckt euch. Herausfordern! Hosan! Hol ihn hier! Oh. Nice. Gut, das war jetzt schon mal ein fetter, der ist gut weiter. Oh, das sind viel. Ah! Ja, das sind viel, das sind sehr viel. Wo ist denn der Bogentyp? Wo ist denn der Bogentyp? Da ist er. Erstmal den Bogenidiot, die Bogendeppen da weg. Scheiße. Gut, sehr schön. Coole Musik. Sauber! Keine Chance, Alter! Da war es nur noch einer. Ah Gott, ich sollte vielleicht die Fresse nicht so weit aufreißen. Feuer heute oben. Easy. Ich kann Yasuhira Koga nirgends sehen. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Was hat Yasuhira getrieben? Also da gibt's nicht viel. Graben wir mal wieder runter. Da, Schrift, da untersuchen. Was ist das? Ein Duellring. Wer sucht danach?
Aha. Schriftrolle. Möchtest du es nicht lesen? Da steht doch gewiss auch irgendwas drauf. Na, Weiße lieber die... Blätter, wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Ist ja interessant. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Das hoffe ich auch. Wird wahrscheinlich ein Bossgegner sein. Bäume finden. Weißblättrige... Oh Gott, was soll denn da? Was soll denn die sein? Der Wind war in die Richtung. Entschuldigung, darf ich mal durch? Ich sehe keinen weißblättrigen Baum. Oder da oben vielleicht? Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Was? Wieso? Sprechen. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel. Und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch. Er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Aha, also da kriegen wir jetzt einen Talisman. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel. Und zu den dortigen Omamori-Talismanen. Aha. Ja, dann... Ja, das mit dem Himmelsschlag mache ich jetzt gleich weiter. Jetzt schauen wir erst einmal... Jetzt möchte ich mal kurz diesen mal anschauen. Bambus. Gib mir den Bambus. Auf den Baum, oder? So. Hoppala! 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 Durchzwängen. Und jetzt? Ach da. Können wir was mitnehmen? Hoppala! Hoppala! Auf müssen wir. Wir müssen da hoch, hat er. Okay. Was wir da? Zack. Hosa! Hosinga! Hamulaga! Uah. Wie weit geht denn das noch? Wieder zurück? Na. Okay, wird gespeichert. Ah, das da oben schaut doch vielversprechend aus. Wir haben den Schrein Ehren. Dann schreien wir mal. Ein Baum mit weißen Blättern. Talisman, okay. Ja, was tut der? Ausrüstung. Also wir haben jetzt einen Talisman gefunden. Schauen wir mal, was kann denn der Talisman? Füge bei 50% oder weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu. Oh, das klingt doch nicht verkehrt. Okay, jetzt schauen wir mal. Schauen wir erst einmal da oben. Wo geht's denn da hin? Geht's bloß wieder da zurück. Ich glaube, das war's hier auch schon. Ich glaube, mehr gibt's da nicht. Aber da drüben ist der weiße Baum da. Ich glaube, da muss ich so wie so hin. Was ist das?
Schrein verlassen. Ja, ich will zu dem weißen Baum dann über. Hui, ui, ui, ui. Haut schon hier. Yasuhira muss hier Blätter gesammelt haben. Spähen. Da ist sie. Wer? Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Das heißt, ich muss jetzt da irgendwie runter. Sehe ich das richtig? Ah, da kommt man runter. Jetzt geht auch wieder. Und möglichst ohne zum Sterben. Gut. Very nice. Ah, ich mag nicht, wenn es regnet. Du sollst Flöte spielen. Okay. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Da wird jemand gefoltert. Ja, nicht mehr lang. Oh Gott, das ist ein fetter. Schickt euren besten Krieger! Ach du Scheiße. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Der ist gut weiter. Ach, das sind wieder solche. Nee. Hört auf! Ah. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Verdammter Mist! Jawohl! Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Oh Gott, nicht schon wieder Bogen. Jetzt mit zu die Bogentypen. Hau ab! Jetzt halt einmal dein Maul! Oh, der Typ nervt da. Ja, genau. Nicht gut. Oh, ich werde sowas versterben. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Scheiße! Oh, ich komm mir heilen. Hört auf!
habe ihm schon alles gesagt. Ne, cool! Ah! Scheiße! Oh, cool! Samurai unwürdig. Hört auf! Ja! Ich habe ihm schon alles gesagt. Okay, okay. Schauen wir mal zu dem Dude da rein. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt keinen Bossgegner. Hört auf! Ich habe ihm schon alles Wir gesagt. können ihn da rein durchkriechen. Wir finden ihn. Oh! Ui. Ich bin hier. War ein Mann namens Yasuhira bei den Mongolen. Er wollte den Himmelsschlag von meinem Großvater erlernen und nahm ihn mit sich fort. Euer Großvater ist in Gefahr. Wo sind Sie hin? Zu seinem alten Übungsplatz. Ein Duellring an der Komatsu-Küste. Bitte, rettet ihn. That's my job, Brudi. Okay, diesmal hat es anscheinend nicht funktioniert. Yasuhira darf den Himmelsschlag nicht erlernen. Ich werde das wahrscheinlich gleich wieder kämpfen müssen, aber ich habe fast keinen Heal mehr. Wow. Kommt her und kämpft! Ich muss gleich mal heilen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt Mongolen waren. Ich glaube, das war jetzt wieder was anderes. Ja, gut. Dann schauen wir mal weiter. Ist jetzt vielleicht das Gewitter sogar Teil von... es kann sogar sein, dass das Wetter jetzt da... Vielleicht gehört das sogar zur Mission jetzt dazu. Ja, mit dem Wetter und so. Ja, das meine ich, das ist jetzt alles... Das soll jetzt die Atmosphäre etwas... Wir kommen jetzt da runter. Da. Jemand hat den Baum gefällt, um hinüberzukommen. Wo? Ich sehe halt auch gar nichts, gell? Aber ich glaube, ich muss da
Da muss ich... Ah, da ist der Baum. Da muss ich hinüber. Wir werden jetzt da wahrscheinlich einen sauberen Boss gleich haben. Natürlich hat er Mongolen dabei. Wer will kämpfen? Ich sehe nix. Okay, hören wir mal zuerst stehen da drüben. Meine Fresse jetzt! Oh Mann. Ja, vor das heute raus! Zeigt mir, was ihr könnt! Meine Fresse! Okay, ich habe einen neuen Plan. Na, warum lebt denn der noch? Oh, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot. Wurfmesser habe ich auch keine mehr. Sehr schön. Noch schöner. Noch schöner. Oh, jetzt haben wir nur noch den Fetten.
Was hat Yasuhira getrieben? Ich muss ehrlich sagen, das hätte ich jetzt nicht geschaut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das hinbringe. Aber hey, ich bin King Gamer. Was willst du erwarten? Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Dann nehmen wir sie mit. Fußspuren. Noch frisch. Ah, da kommt er ja. Ja, Yasuhira Koga. ich schätze mal, das wäre der Bossgegner. Der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür... So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Jetzt hat's gerade der Controller abgehackt. Okay. Wird ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Oh na. Okay, das wird anreitige Sieg schon, wenn der jetzt diesen Blitzangriff da kommt oder diesen Himmelsschlag. Oh, ich bin gleich hier. Ja. Ha! Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Ehrlich gesagt finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, weil da kann ich mit mehrer Heal in den Bosskampf starten. Also, ich hoffe, ich muss es ihm wieder... Na. Oh, Alter, du Arschloch! Ist schnell. Boah, Mist. Ha! Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Ja, hau, beweis, wenn es in die richtige Richtung hauen darfst, du Depp. Er ist schnell. Ha! Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Keine Sorge, den kriegen wir schon noch. Den mache ich halt noch. Den Typen kriegen wir schon noch. Ah, fuck! Schnell. Ach, das gibt's doch nicht.
Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Ja, das sagst jedes Mal. Denk da mal einen anderen Dialog aus. Meine Fresse. So, diesmal nicht. Er ist schnell. Was soll das jetzt werden? Ach so. Jetzt greif halt an! Du Arschloch! Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Ganz genau. Jetzt hab ich's. Was? Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Aber ich habe ihn jetzt. Also was, wie ging der? So. Ja, wird schon passen. Ihr habt größeren Respekt verdient. Okay, jetzt haben wir anscheinend den Himmelsschlag. Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Himmlischer Fall, geschlagen ohne Vorwarnung zu, wie die Jäger der Lüfte. Cool. Er war doch ein ganz cooler Bossfight eigentlich. Gut, dann da die Song. Geh aus dem Stealth-Modus raus. So. Dann da die Song, ich tu mal sauber abspeichern. Ja, es ist mir scheißegal, die blöden Geschichten da. Mir deren speichern. Jetzt muss ich ja bloß wieder schauen, dass ich den richtigen Speicherplatz erwische. Das müsste der da sein. Gut, dann gehen wir wieder zum Titelbildschirm. Okay, also soweit so gut. Das war die heutige Ausgabe von Ghost of... Scheiße, jetzt weiß ich, habe ich schon wieder vergessen. Tsushima, glaube ich. Von Ghost of Tsushima und ja. Morgen, entweder es fällt morgen aus oder ich fange morgen eine Stunde früher an, das weiß ich noch nicht, weil ich habe morgen noch was vor. Ansonsten wünsche ich wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Servus.